Läuft jetzt das Zeug? Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch und zu einem neuen Video. Ich koche heute etwas, das ich noch nie gegessen habe und also auch nicht gekocht habe, logischerweise. Es geht um eine spezielle Pasta-Sorte, es geht um Fregola Sarda. Ich bin nicht so gut in diesen Pastasorten und so weiter und so. Es gibt da 100 verschiedene Sachen, bevor jetzt wieder die Pasta-Polizei sich beschweren. Ich sage es zum Vorhinein. Es ist irgendwie eine Pasta-Art aus Sardinien und wir haben bei uns in Bergvorne haben wir so einen italienischen Laden und ich habe die dort gesehen und dann bin ich die gekauft und er hat mir erklärt, wie man das macht, aber es ist etwa schon 2 Jahre her und ich weiss es nicht mehr, jetzt bin ich im Internet schauen, es gibt immer mehr anscheinend Leute, die das kochen und das fein finden und jetzt habe ich da mal so ein Rezept rausgeschrieben und noch ein bisschen anpassen und so. Jetzt kochen wir das Zeug einfach mal zusammen und schauen mal, ob es überhaupt gut ist. Wäre ja cool, dass es gut ist. Ja, eben schon das Gewiss ist gut. Die können bei Italienern einfach gut essen. Es ist einfach so. Läuft das da oben? Gut. Zutaten für die Pasta sind so simpel wie genial. Nein, sehe ich. Also, wir brauchen im Fall wirklich nicht viel. Es ist jetzt wirklich einmal ein Versuch, ob ich es wirklich überhaupt gerne habe. Ich gehe davon aus, ich liebe Teigwaren. Schaut mich an, ich bestehe aus Teigwaren. Eben von dieser Pasta habe ich. Es sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung. Dann habe ich Spinat, Tomatoes. Ups, ist mir jetzt eins runtergefallen? Ja, ist ja gleich. Dann habe ich hier ein bisschen Gemüsebrühe, Zwiebeln und Knoblauch und eine Parmesankäse. Katze, bitte halten Sie die Schnauze, es ist jetzt meine Bühne. Merci. Also Freunde der leichten Unterhaltung, als allererstes tue ich ein bisschen Öl an meinem geilen Kochherd erhitzen. Und es geht mega gäbig mit einer Hand übrigens. Mega. Fokus ist da. So, dann Zwiebeln drin. Gerade dass es nicht zischen, dass das Öl noch nicht heiß ist. Profi. Jetzt wird es ein bisschen andünsten, dann tue ich die Fregola Sarda auch noch rein und andünsten. So, dann noch die Tomaten und die Spinat. Wo ist der Spinat? Hier, rein mit dieser Scheiße. Hey, schaut mal, Bella Italia! Da kann niemand mehr etwas sagen, das sieht sehr schön aus. So, und jetzt noch Gemüsebrühe. Und jetzt muss man das einfach einkochen, bis die Pasta durch ist. Jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn. Meine liebe KidSwitch Crew, meine Community, der schon lange dabei seid, nein, auch herzlich willkommen alle Neuen, aber jetzt mal Butter bei den Fischen. Ich habe doch früher, oder schon ein Zeitchen her, habe ich doch alle One-Pot-Pastas gemacht. Und jedes Mal hat irgendwie der eine müssen, da stirbt die Italiener. Jetzt könnt ihr mir mal erklären, was das da hier, was ich jetzt gemacht habe, anders ist. Das ist 1:1 One-Pot-Pasta. Du jetzt und du zu draussen. Einfach so zur Info. Ja, ich tue sie einkochen. Köcherchen, Köcherchen. Ich habe noch ein bisschen mehr Spinat reingeschossen. Hey, aber es kommt gut. Ich habe jetzt noch ein bisschen feinen Käse in der Tau. Jetzt ist nämlich das alles verdampft. Jetzt muss ich es anrichten und weil ich alleine bin, muss ich es probieren, irgendwie schön zu fotografieren, dass ich das Rezept schreiben kann. Das wird lustig. So, Freunde der leichten Unterhaltung, ich probiere jetzt das. Schmecken tut es mega fein. So, Achtung. Ich habe noch nie in meinem Leben das gegessen. Und ich bereue es, habe ich so nie in meinem Leben gegessen. Meine absolute Lieblingssuppe ist Ribeli-Suppe. Und das sind einfach wie mutante Ribeli. Oh, es ist wirklich fein. Also, try it, wirklich sehr gut. Oh, hey. Also kann ich auch anfangen gut. Entschuldigung, es ist heiß wie am Morgen. Hure geiles Gericht, hure einfach, hure schnell. Das wird es noch mehr geben bei uns. Also, ja, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder ganz etwas Einfaches, aber Leckeres. Und ich würde sagen, bis gleich. Tschüss zusammen. Ist das gut?